Herzlich willkommen zu der 5. Folge von Viral Near Mint, einem Musikformat auf Viral, wo wir zusammen über Musikalben reden. Mit mir, Matteo, mit meinem Co-Host Elia und unserem heutigen Gast, Louis. Hallo. Hallo. Wir sind heute wieder eine Ürnerrunde, Ja. ausnahmsweise mal. Und wir reden über mein Fachgebiet Jazz. Oder so. Genau. Bevor wir zu dem kommen, du hast uns einen Drink mitgebracht oder ein Getränk. Ja. Ich habe Gin Tonic, weil ich bin Gin Tonic Liebhaber. Aus dem einfachen Grund, dass ist mein Lieblingsgetränk und Zwiebeln gut. Legitim. Legitim, ja. Ja. Es gibt eine gute Folge, wir reden über Jazz alkoholisiert. Also In dem Fall, zum Wohl. so. Ich finde es auch mega gut, die das Video schauen. Der Elia hat natürlich neben dem Eis noch mega mühsam so... Was ist das was? Irgendwelche Roter Beeren? Pfeffer. Beere. Roten Pfeffer reingeschmissen, dass es möglichst mühsam ist, das Ganze zu trinken ohne Röhrchen. Das sieht aber gut aus. Ja. Wir haben sogar noch... Form over Function, oder wie heißt es? Tschüss, Elia. Form follows Function, genau. Ja. Und Wohin es auch immer geht. Wir können ja schon mal ansagen, um was es geht heute. Wie gesagt, wir reden über Jazz. Ich habe absolut keine Ahnung von Jazz, darum ist der Louis da. Immerhin, das ist mega wow, lieb. perfekt, danke vielmals. Das hilft. Fuck the Turtles! So, nein, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein. Ja, Sonst haben wir wirklich immer ein bisschen Pfeffer im Rachen. Dann, wenn wir vielleicht noch eine ambulante Pause machen, irgendwann, das wollen wir ja nicht. Ja, das wäre schon einfach so ersticken am roten Pfeffer. Sauer ehrenloser Tod. Voll, nein, heute reden wir über das Phaser-Album, Plex. Es ist das 3. Album von der Band. Es ist das Münchner Jazz-Quintett. Und ist, glaube ich, 44 Minuten lang. Also 44 und 37 Sekunden, das Album. Mit 11 Tracks. Und ja, ich freue mich drauf. Ich ja. Warum da? Weil es ist relativ ein Experiment irgendwie, weil dadurch, dass der Text halt wegfällt, ist es irgendwie anspruchsvoller darüber zu reden, vielleicht. Ja. Ja, probier mal über ein Instrumental-Album einen stundenlangen Podcast zu machen. Wir probieren es. Wir versuchen es. Was dabei rauskommt, seht ihr in der nächsten Stunde. Voll. Und ja, vielleicht kurz zu der Band im Allgemeinen. Ich bin auf die Band gestoßen über Vinyl eigentlich. Also es ist eigentlich unüblich. Ich bin auf einer Website gewesen, wo ich meine Platten kaufen und habe dann das Cover Art von einem von ihren Alben gesehen, wo so Fische drauf sind. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert. Und dann dachte ich, das ist ein komisches Album, geh mal reinhören. Habe dann das auf Spotify gehört und gemerkt, so, ja, es ist irgendwie eine neue Jazzband aus München so, und irgendwie hat mich das irgendwie, ja, noch so angesprochen im Allgemeinen. Und dann habe ich gedacht, lass ich mal rein, und ich habe den Sound sehr cool gefunden. Und dann aber auch später gemerkt, wieso ich ihn überhaupt so cool finde. Und wieso es vielleicht irgendwie auch mich ein bisschen anspricht. Weil die Besetzung von Phaser ist relativ speziell. Sie haben eine Trompete, eine Gitarre, einen Bass aber kein Tasteninstrument, sondern 2 Schlagzeuge. Also das Schlagzeug ist doppelt besetzt. Stimmt, es hat gar keinen Keys. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr speziell. Aber ich finde, es macht ein bisschen den Style von Phaser aus, dass eben kein Klavier ist. Und das ermöglicht ihnen eigentlich so ein bisschen, vor allem rhythmisch eben mehr zu machen. Und sie sagen selber auch, dass sie sich oftmals so ein bisschen traditionellen afrikanischen Rhythmen auch bedienen. Und dass sie dort so ein bisschen eben den Spagat zwischen den afrikanischen Rhythmen oder der rhythmischen Komplexität und irgendwie im traditionellen Hintergrund, also im traditionellen Jazz-Hintergrund, so ein bisschen versuchen zu machen. Und sie sind, glaube ich, alles auch Kollegen, die sich im Studium kennengelernt haben. Alright. Speaking of wilde Cover Arts. Auch das von diesem Album irgendwie recht wild. Voll. Mit offensichtlich Klaviertaschen mit Äpfeln drauf. Was man halt jetzt da kann interpretieren, sei dahingestellt. Ja.
Das ist Kunst. Im Hintergrund ist, glaube ich, irgendwie auch noch so ein Pipette oder so etwas drauf. Also, obwohl es relativ minimalistisch ist, doch irgendwie auch sehr speziell. Aber ich Also ich finde es mega geil. finde es mega nice auch. Mir gefällt das Total. Cover viel besser als Musik. Ah, schön. Nein, ich muss wirklich fair sein. Ich habe es probiert, mich vorzubereiten. Bin fairerweise dabei eingeschlafen im Telbus. Entsprechend haltet sich meine Expertise heute in Grenzen, kann man so sagen. Aber ich vertraue euch da, dass ihr mich da durchführt und dass ich vielleicht auch etwas dabei lerne. Weil ich habe wirklich keine Ahnung von Jazz. Allgemein so Instrumentalmusik schwierig oder höre ich einfach selber selten, bis nie. Weil, wie man vielleicht in den letzten 4 Folgen erfahren hat, ich bin der Textmensch und der Elia ist der Musikmensch von uns zwei. Ja, um es jetzt irgendwie extrem auszudrücken. Ich meine, wir Ja, hören ja. beide auch auf das andere. Ja, Also, natürlich, ja. aber- so, Aber wenn man es jetzt Vereinfacht müsste gesagt. irgendwie kategorisieren, dann wird es wahrscheinlich so ausformuliert werden. wenn wir trotzdem anfangen mit dem Ja, ersten vielleicht Song. noch kurz, wieso der Louis da ist. Der Louis ist so ein guter Kollege von mir, wo man eigentlich immer Jazz-Sachen schickt und ich ihm auch immer Jazz-Sachen schicke. Und ja, unsere Liebe für den Jazz ist, glaube ich, so ein bisschen etwas, wo wir beide teilen. verbindet uns, Und wegen ja. dem habe ich gedacht, ist er perfekt für die heutige Nein, Folge. freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Ja. Jazz ist mein Metier. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Ich bin sehr, ja. Ja, und er spielt selber auch Gitarre. Ja, ich habe ewig 19 Jahre Gitarre gespielt. Ja. Voll. Auch sehr oft Jazz. Mein Musiklehrer hat mich sehr tief in Jazz eingeführt. Ja, ich muss sagen, dank ihm habe ich Gianluca Sala, bester Mann. Ich verdanke ihm sehr viel, was meinen Musikgeschmack angeht. Es ist sehr interessant gewesen. Er ist für mich also mit Abstand der beste Gitarrespieler, den ich je kennengelernt habe. Wo sie jetzt gibt. Ja, also ich muss sagen, er ist schon Top 5, die ich kenne, auch die ich aktuell die ich höre. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend, was er immer so gezaubert hat für mich in den Musikstunden. Und darum, ja, verdanke ich vieles ihm. Aber ja. Es ist aber irgendwie auch geil, wenn so Musiklehrer oder Musiklehrerin irgendwie noch so etwas mitgeben kann. Ja. So allgemein. Es war also Voll. wirklich sehr leidenschaftlich gewesen und er ist Jazz-Connoisseur gewesen. Ja. Ja, nice. Aber ich glaube, es könnte noch spannend werden, wenn man irgendwie so deine Perspektive hat von der Gitarrenseite, Ich wo muss es mehr sagen, harmonisch ist. Ich habe bei Phaser ist mir aufgefallen, die Gitarre ist eher so weniger im Vordergrund, eher so ein bisschen eine Melodie im Hintergrund. Was ich muss sagen, da ich halt sehr viel Gitarre gespielt habe, ich habe gerne Jazz mit halt viel Gitarre und ich bin auch eher ein Perkussionsmensch. Aber ich habe es sehr interessant gefunden, das Album, auch aber wie die Gitarre benutzt worden ist in den verschiedenen Tracks. Ja, und wie das tönt, kann man natürlich hören. Wir dürfen es leider immer noch nicht einbetten, aber wir gehen doch schon gerade mal rein, oder? Ja. Doch Ja, so. also ich glaube, allgemein kann man sagen, wenn man unsere Folgen hört, ist es recht von Vorteil, wenn man sich das Album zuerst durchlässt und dann unsere Folge und nicht umgekehrt, weil sonst wird es verdammt verwirrend. So parallel. So Ja, gleichzeitig- parallel wäre eigentlich Stoppen. gut. So, Immer so wegen des stoppen und dann... Hörbuch. Ja. Voll. Wie heisst der erste Song? Der erste Song heisst Gazal oder Geisel, ich weiß nicht. Kommt ein bisschen darauf an, wie man es ausspricht. Und ist relativ kurz, mit 2 Minuten 14. Genau. So ein klassischer Deutschrap-Tracklänge eigentlich. Eigentlich So. von der Länge. Und was eigentlich untypisch ist, wenn man geht von Jazz so aus, okay, keine Ahnung, jedes Instrument hat ein Solo, das heisst, der Song ist mindestens 7-8 Minuten lang. Gibt's, ist nicht unüblich, aber ist jetzt auf dem Album auch nicht übervertreten. Also es sind, glaube ich, 11 Songs und Genau. nachher schlussendlich 44 Minuten. Ja. Also Ja. Durchschnittslänge von 4 Minuten oder so. Ja, also es gibt irgendwie 2 Tracks, die 6-7 Minuten sind, aber der Rest ist eher so um die 2-3 Minuten. Ja, also voll. eher kurz gehalten. Genau. Ja. Ja. Wollen wir kurz reinhören oder habt ihr es präsent? Ich habe zuerst noch eine Frage. Ja. Wie kommt man bei Jazz-Songs, die keine Lyrics haben, auf die Namen? Wahrscheinlich ist es so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt natürlich Songs, die richten sich am Inhalt. Also irgendwie, dass Songs so, keine Ahnung, eine Zahl haben, wo dann irgendwie eine Referenz ist auf die Taktart oder so etwas in die Richtung. Oder irgendwie
das ist ja Blues in keine Ahnung was, Minor oder so. Und sonst wahrscheinlich auch, dass man sich ein Bild vorstellt und dann irgendwie mit der Musik das versucht zu schreiben oder so. Oder einfach random, ich weiß es nicht. Alright. Mal der Arik gefragt. Ja, wirklich. Boom. Also was mir zuerst aufgefallen ist, dass der Song relativ trocken anfängt. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu den 2 vorherigen Alben. Wie gesagt, das ist das 3. Album von ihnen. Und in den vorigen Alben war es für mich ein bisschen nasser gewesen. Nur der Sound. Im Allgemeinen es ist vielleicht nicht ganz so... Wie bist du... Also Nein, aber weißt du, ja. du musst nicht ganz so viel Fülle dran gewesen. Es ist relativ staccato viel und du hast auch irgendwie Bässe, die gebraucht werden auf das Snare Drum, also das Kratzen und so und irgendwie das hohe Plucking von der Gitarre. Und ich habe allgemein das Gefühl, wenn ich mir jetzt so irgendetwas vorstelle, rein bildlich wirkt es für mich so ein bisschen südlicher, so ein bisschen näher am Äquator irgendwie alles. Und die anderen Alben heißen übrigens Mara und Nadi, glaube ich. Ja. Und lohnt sich auch mal reinzuhören. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was irgendwie in diesem Song mal so ein bisschen überkommt, wo sich dann auch irgendwie durch das ganze Album durchzieht, wo jetzt irgendwie aber in anderen Songs dann noch klarer wird, wo ich dann wahrscheinlich... Ja, ich habe mir auch notiert, dass eigentlich, also ich finde an dem Song eigentlich perfekt, dass er als erstes im Album kommt. Für mich ist es wie so, wenn ich das Album mit einem Song beschreibe, würde ich genau den nehmen. Weil es hat so viele Elemente, die nachher sich durch das ganze Album weiterziehen, wie so der repetitive Perkussionsloop, wo eher simpel gehalten wird, aber nachher lang durch den Song durchgezogen wird. Voll. Und halt, glaube ich, auch Trompeten, wo halt also ein kontroverses Ding ist. Weil der Matteo hat mir auch gesagt, er nicht gerne Trompeten. Also, es ist eine mega gute Voraussetzung, dass ich wenig mit Instrumental-Sachen anfangen kann. Keine Ahnung von Jazz habe und Trompeten nicht gerne habe. Das ist so. Weil Trompete übernimmt eigentlich fast alle Themen Ja. und alle Also weißt du, basically ist es heute so, der Jon könnte an dieser Stelle hocken, es wird keinen Unterschied machen. Irgendjemand könnte an dieser Stelle hocken, es ist so. Ja, nein, also es ist ja... Du gehörst ja dazu. Ja. Es Das ist ein lieb. kleines Format. Ja, das ist gut. Ich mache die Anmoderation und die Abmoderation und den Rest übernehme ich dir. Gut, perfekt. Und aber auch Trompete ist irgendwie sehr, sehr trocken und irgendwie ist manchmal, genau, ist manchmal gar nicht so, also ja, sie tut Töne fast so ein bisschen zurückhaltend ausformulieren, das hört man dann später auch noch so ein bisschen, fast so ein bisschen Driblasen manchmal auch. Und es ist alles so ein bisschen windig und rauchig und so. Ja, es hat auch sehr viel so Soundeffekte von Wind oder ich kann es auch nicht gerade so einordnen, aber so wie eine Welle. Ich weiß auch nicht so. Voll. Ja. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr toller Song, um ein Album anzufangen. Was, glaube der Song auch noch ein bisschen auszeichnet, ist, dass er oder was Songs allgemein auszeichnet von Phaser, ist, wie sie rhythmisch strukturiert sind. Und was mir da aufgefallen ist, dass er eben so ein bisschen anfängt mit diesen 3 Achtel, die irgendwie folgen. Das ist, glaube ich, ein brasilianischer Rhythmus, wenn es mich recht nicht sind, dass man dann den 3. Achtel so ein bisschen zurückschiebt. So, das wird jetzt ein richtiger hoher Klopf. Ich muss verklopfen und klatschen, um es zu erklären. Aber wenn man irgendwie normalerweise halt eben würde spielen, also irgendwie hat man dort den letzten so ein bisschen zurückversetzt und hat dann, um es jetzt irgendwie extrem zu sagen, das ist irgendwie so ein interessantes Detail, das irgendwie im Song viel mehr Charakteristik verleiht. Habe ich auch gehört. Und vor allem auch zeigt, dass sich Phaser auch eben verschiedene rhythmische Kulturkreise bedient. Gut. Gut, kommen wir zum nächsten. Ich würde sagen, der nächste Song heisst. Thea. Eigentlich könnte ich immerhin Songs ansagen, das wäre noch so Voll. Idee. Genau, Ich kann es leider nicht präsent, jetzt musst du gleich du machen. genau, Thea oder Thea. Thea. Ich weiß aber nicht. T-H-E-A. Ja, Thea, ja. T-H-E-A, genau. Zweite T-H-E-A. Ist mein persönlicher Top 1. Ist bei mir auf Platz 2. Ja. Also wirklich, ich muss sagen, Percussion in diesem Song ist auf. Ich habe heute gerade ich bin von Zürich hier gekommen mit dem Zug. Und dann bin ich gerade so nach Zug, dort, wenn man gerade über den See schaut, Richtung Ingenbohl, gerade schön Sonnenuntergang, schön der reingefetzt, das schon.
Wow, das war gut gewesen. Der war gut gewesen, ja. Voll. Ja, es ist. Muss man vielleicht auch noch kurz sagen zu den Top-Songs. Der Matteo würfelt die heute. Ja, wirklich. Weil. Ja, wieso würfelst du sie? Muss ich mich jetzt rechtfertigen? Oh, super. Ich kann jetzt nicht sagen, dass alles für mich austauschbar ist. Oder nein, es ist nicht austauschbar, weil dann werde ich ja dem Album auch nicht gerecht. Aber es ist so, wenn du dir nicht gewöhnt bist, Jazz zu hören oder so Instrumental-Musik, finde ich es mega schwierig, so dir einzuprägen. Eben, ich habe es wirklich nicht oft gehört. Aber ich glaube, ich hätte es 10-mal hören können und ich hätte es trotzdem nicht mir können, weißt, so in Erinnerung rufen, so, das ist jetzt der Song gewesen und der hat mir wegen dem gut gefallen. Das ist keine Chance. Voll. Ja, verstehe ich. Darum sind ihr da. Aber anderes Thema noch, weil ich finde so Live-Jazz schauen, finde ich zum Beispiel wieder geil, aber dann habe ich so die visuelle Ebene, dann sehe ich so, wie es entsteht, wie die Leute miteinander zusammenspielen und so. Zu welchem Zeitpunkt hört ihr so Jazz? In eurer Freizeit so? Das habe ich mir gerade. Gestern habe ich mir die Frage gestellt, habe ich gedacht so, warum höre ich eigentlich Jazz? Und bei mir, ich höre Jazz eigentlich so in zwei Situationen und dass ein Jazz-Song für mich wirklich so gut ist und es verdient hat, in meine Jazz-Playlist zu kommen. What an honor! Ja, sie sich als würdiger wie Pforten von deiner Jazz-Playlist. Ja, wo die Auswahlkriterien sind hart. Aber nein, er muss. Ich tue eigentlich immer, wenn ich lerne, ich habe jetzt Prüfungsphase und dann höre ich stundenlang Jazz jeden Tag. Und es muss einfach so, ich muss im Rhythmus, so im Hintergrund können laufen und so nach so 2 Minuten einfach merken, dass ich die ganze Zeit so vibe bin. Voll. Und er muss aber auch, wenn ich so ihn aktiv höre, ich so am Abend so auf dem Balkon, Eis am Rauchen, und denke ich so, boah, mega schön Sonnenuntergang. Und nachher muss ich so Feinheit raushören. Es muss einfach so, denke ich so, boah, das ist das richtige geiles Trompeten-Solo gewesen. Oder einfach so, es muss halt das gewisse Etwas haben. Und der Song hat das halt einfach so, die Percussion im Hintergrund, denke ich mir einfach so, boah. Aber das hörst du ja dann nicht, in dem Moment, wo es beim Lernen hörst, hörst du das ja nicht, oder? Dann musst du schon mal auch bewusst... Ja, du musst zuerst schon immer bewusst hören, aber für mich guter Jazz ist auch, man muss auch so im Hintergrund gut können hören. Das ist so, ich glaube, so eine mega Beleidigung für mega viele Jazzmusiker. Fahrstuhlmusik! Fahrstuhlmusik! Nein, ich finde aber gar nicht. Nein, fair. Es kommt, glaube ich, eigentlich immer darauf ab, was du erreichen willst und was, weil, ja, und wie du so im Ganzen stehst. Aber ich höre es noch viel, dass Leute sagen, dass sie Jazz gerne zum Entspannen hören oder auch eben zum Studieren, zum Lernen. Zum Lernen. Weil es halt irgendwie eine Musik ist, wo halt eben keinen Text hat, oder dass die allgemeine Instrumental-Musik, also Jazz hat nicht keinen Text, aber instrumentaler Jazz hat keinen Text. Obviously. Genau, nein, nur mehr, dass ich jetzt irgendwie, dass sich irgendwie ein Ella Fitzgerald im Grab umdreht oder so. Aber das wäre gar nicht. Was? Ich bin ja gesteinigt zum Ende der Folge. Jazz. Nein, aber halt mehr so ein bisschen, sobald halt Text drin ist, dann gibt es, glaube ich, eine Ablenkung für sehr viele Leute, weil sie sich dann halt am Text daran anklammern und dann irgendwie über das nachdenken und es dann vor allem irgendwie, wenn man etwas liest, sehr ablenkend kann sein. Aber zurück zum Song. Ja. Was ich sehr spannend finde, ist rein also von der musikalischen Ebene betrachtet, was rhythmisch betrifft, ist es gar nicht so komplex. Und das finde ich, das findet man dann ab und zu, dass man das Gefühl hat, das klingt komplex, aber es ist eigentlich gar nicht so etwas Komplexes. Weil es ist ein Viervierteltakt, kann man sagen, theoretisch. Und das ist also das Ding, wenn irgendwie ein Song komplex tönt, von der Tonart her, immer zuerst mal an, es ist ein Viervierteltakt, weil oftmals ist es einfach ein Viervierteltakt. Und es ist aber so ein 12-Achtel-Riff drüber dingselt. Also der Rhythmus von der Drums ist immer ein 12-Achtel-Ding. Und das ist also so ein typisches. Und das zieht sich eigentlich durch das ganze Ding durch und zeichnet den Song so aus. Und das irgendwie, wie das gestalterisch umgesetzt wird und auch instrumentiert wird, dass irgendwie nicht nur die offensichtlichen Flächen von einem Schlagzeug angehittet werden, sondern halt auch mal
der Rand und so und eben wieder die Trockenheit dort findest, das finde ich halt sehr toll. Und Als Schlagzeuger muss man aber. als Schlagzeuger. Als Schlagzeuger. Voll. Was ich aber auch nachvollziehen. Und was mein Highlight dort war, ist, dass dann so in der Mitte ein bisschen ruhiger wird und dann eigentlich der Rhythmus dann wieder weitergeht vom Schlagzeug, aber der Bass nicht mehr auf den Akzent geht, sondern ein sogenannter Walking Bass dazukommt. Das heisst, der Bass spielt auf die Viertel vom Takt und das gibt dem ganzen Song, obwohl es, wie gesagt, der gleiche Rhythmus ist, ein total anderer Vibe und das So ist ein mega Drive. angenehm. Genau, voll. Today I learned, was ist ein Walking Bass? So Walking Bass. Genau. Voll. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, wieso ich den Song auf meinem Top 1 habe. Ist auch absolut gerechtfertigt, muss ich sagen. Ich hätte ihn fast auf meinen Platz, also auf Nummer 1 genommen. Aber ich muss sagen, ein Song, der jetzt kommt, hat mich doch noch ein bisschen mehr gecatcht. Mhm. Ist es der nächste? Nein. Oder nicht? Oder der nächste ist auch. Ah nein, der übernächste, stimmt. Wir sind noch nicht so weit. Ja, aber Der nächste ist Matteo. Jetzt kommt mein Part. Der nächste Song heisst Dezember. Nicht Dezember, sondern Dezember. Sehr deutsch. Ich habe wirklich bis vorher nicht gewusst, dass es Deutsche sind. Ja. Aber ich habe heute schon recht viel gelernt. Es kommt gut. Lernkurve. Das ist eine steile Lernkurve, ja. Jetzt muss ich mir nur noch erklären, was das für ein Dude war, vorher, wo du gesagt hast, wird sich in den Grab umdrehen. Ella Fitzgerald. Das ist so Ist ein- die Legende. Ja. die legendärste Jazz-Sängerin, die es je gegeben hat. Also, Ja, wer bis jetzt nicht geglaubt hat, dass ich wirklich keine Ahnung von Jazz hätte. Nein, also Ja. wirklich, wenn ihr keinen Zugang zu Jazz habt, dann müsst ihr einfach mal bei ihr Spotify. Das ist einfach wirklich besser geht fast nicht mehr. Also das Sehr ist, gut. ich muss jetzt ein kleiner Plug als Gitarrist. wenn ihr gute Gitarre-Jazz hört, Wes Montgomery, beste Jazz-Gitarrist, oder beste Gitarrist, den es je gibt. Gibt eine lustige Anekdote über ihn. Er hat nur mit seinem Daumen gespielt. Also eigentlich, normalerweise spielt man ja mit allen Fingern, oder ich habe Gitarre gespielt mit dem Plug. Er hat einfach nur mit dem Daumen gespielt. Aber ich bin beeindruckt, wenn ein Mensch das Das ist verdammt wild, ja. Ja, voll. es möglich ist, das, was er gespielt hat, nur mit dem Daumen zu spielen. Aber ja, Voll. Krass. the more you know. Ja, wirklich. Also, ich sehe schon meine Rolle. Ich bin so stiller Zuhörer und ich lerne im besten Fall sogar etwas dabei. Das ist schon gut. Das ist immerhin das. Eben, dritter Song Dezember. Ja, ich lasse erst mal dich anfangen. Oder ich. Also ihn. Also, ich habe mir zu dem Song nicht so viel aufgeschrieben. Also ich weiß, dass er sehr lang, also das ist, glaube der längste Song, 6-7 Minuten, das sollte der längste sein. Kann sein, ja. Und ich habe mir geschrieben, er ist eigentlich sehr typisch für das Album. Also für mich ist einer von den so eigentlich das, was Phaser so ausmacht in dem Album, ist in dem Song perfekt zusammengefasst. Mhm. Weil Phaser hat sehr viel so rhythmische Loops, auch Trompete macht am Anfang, glaube ich, hat sie sehr lang einfach so einen sehr repetitiven Part, aber nachher Gitarre im Hintergrund bringt sehr eine schöne grounded Ja, das ist eine Melodie. Atmosphäre. Ja, und ich muss sagen, das finde ich auch einen sehr guten Song, aber hat es nicht in meine Top 3 geschafft. Ich finde so ein bisschen, Dezember ist eigentlich stellvertretend für wo das Album anders ist, anstatt die anderen Alben. Weil ich finde so, Dezember ist ein Song, in dem ich wahrnehme, dass der Switch so ein bisschen von vielleicht afrikanischer Rhythmen oder vielleicht auch lateinamerikanischen Rhythmen von irgendwie, keine Ahnung, das jetzt in Brasilien so ein bisschen mehr zu Kolumbien shiftet. Oder keine Ahnung, weil, also nicht, dass es jetzt, also rein kulturhistorisch ist das total nicht richtig, wenn ich das erzähle. Aber es ist so ein bisschen, bei diesem Song habe ich so ein bisschen Erinnerungen gehabt an den Soundtrack von Narcos, wo ich Narcos gehört habe. Und es hat so ein bisschen die Pablo Escobar-Vibes. Ja. Und wegen dem finde ich eigentlich den Titel total unpassend, weil mit Dezember Ja, assoziiert vielleicht man gar eigentlich nicht Winter, so, mehr. das Ja, hat voll mit dem Winter zu tun.
Nein, gar nicht. Und der Song ist eher langsam. Mhm. Ist nicht 4/4, ist 6/8. Und setzt sehr auf das. Also, ich glaube, es ist 6/8. Schon habe ich Scheiß aufgeschrieben. Und setzt sehr auf so ein Riff oder so einen Rhythmus, fast schon eine Melodie, wo mit Toms und glaube ich auch Woodblocks gespielt wird. Also die Perkussion etabliert eigentlich so ein melodisches Riff, kann man so sagen, obwohl es jetzt nicht unhuere streng tuned ist. Aber, und für das braucht man glaube ich weiche Stück. Und durch das wirkt dann gibt es einen ganz speziellen Klang, wo das ein bisschen auszeichnet, ein bisschen eigen macht. Voll. Und ab der Mitte geht er dann noch ein bisschen offen, während es am Schluss eben mehr so ein bisschen schleichend und hüpfend ist. Als würde man irgendwo einbrechen. Oder nein, das ist ein anderer. Nice. Aber das kommt dann später, glaube ich, nur in einem anderen Song. Mehr, genau. Voll. Jetzt aber zu einem von deinen Favorites. Das ist mein absoluter Favorite-Song. Grenadier. Ja, ist mein absoluter Favorite-Song. Weil, da muss ich sagen, an dem ganzen Album, was bei vielen Tracks mir so wirklich gefällt hat, ist wirklich so eine eingängige Bassline. Oder einfach so eine Bassline, wo man so einfach so durchzieht durch das ganze Lied, wo einfach so ein bisschen Umf gibt. Und bei dem Song Bassline muss ich sagen, das ist wirklich, die finde ich sehr eingängig und die hat mir auch gerade so, gerade im ersten Moment, wo ich die gehört habe, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe gerade gesagt, boah, das ist mega eine geile Bassline da. Was ist, hat sich da richtig eine richtig gute Leistung gebracht. Ja. Und das hat so, gerade so Percussion und so Bassline, die einfach mega gut harmonieren und geben dem ganzen Song so gerade so ab Sekunde 1 gerade so einen guten Vibe und man denkt einfach so, boah, da können wir jetzt den ganzen Tag los ohne Problem. Und das hat der Song auszeichnet für mich. Und darum ist er auf Platz 1. Ja, ist auch sehr vorwärtstreibend, oder? Ja, also ist sehr so. Ist einiges schneller wieder als December. Sind übrigens beide Singles gewesen. Also, December war ein Single gewesen. Und auch Grenadier ist ein Single gewesen. Und Grenadier ist auch der erfolgreichste Song. Also, ja, ich glaube, ja. Die Masse würde dir zustimmen in deiner Auswahl. Voll. Und aber auch sehr ein eingängiges Thema. Was ich bei dort so ein bisschen das Gefühl habe, ich finde den Beat sehr geil. Vor allem am Anfang nimmt es dich so richtig mit. Yeah. Und so, aber der Song geht schon auch relativ lang und am Schluss ist für mich dann das Thema zu wiederholend. Ja, das muss ich auch sagen, so, er ist wirklich ein bisschen zu lang. Also für meinen Geschmack. Es hat ein easy langes Trompeten-Solo. Ja. Und dann am Schluss kommt das Thema noch ein paar Mal. Das ist genau mein Song. Genau. Aber Trompeten-Solos sind im Allgemeinen sehr, sehr gut. Ja, also auf dem ganzen Album muss man sagen, Trompete ist sehr, sehr gut. Cool. Ich habe Trompete sehr gern, aber ich habe Trompete sehr ungern. Es kommt mega darauf ab, so, wie es so ins ganze Konzept passt. Aber in dem ganzen Album muss ich sagen, wirklich Trompete, die hat selten einen Moment gehabt, wo ich dachte, boah, passt jetzt nicht so. Oder einfach, ist wirklich durch das ganze Album durch, muss ich sagen, es ist sehr gut gewesen. Cool. Man muss natürlich allgemein sagen, es sind 5 absolut sackstarke Musiker. Top-Musiker, alles. Und das hört man schon raus, dass die alle auf einem heftigen Level sind. Aber ich glaube, das sind die meisten, die man bespricht. Ja, man hört es vielleicht einfach nicht immer überall raus, weil die Elemente irgendwie, also weil das Genre oder der Song nicht zulässt, respektive es nicht nötig ist, dort irgendwie musikalisches Talent zur Schau zu stellen. Und irgendwie Solos sind natürlich irgendwie prädestiniert für das. Ja, also Jazz ist einfach meiner Meinung nach so das Genre, wo so wirklich das Talent von Musik so am besten so zur Schau gestellt wird, weil so ein Jazz-Solo einfach so, ich als Gitarrist so, alle sagen, Heavy Metal oder einfach so Rock-Solos sind die besten. So, nein, sind sie nicht. Sind sie aber auch nicht. Jazz geht Gatekeeper. Ja, nein. Aber, nein, so die technische Finesse, die Jazz-Gitarristen
so an den Tag legen, wo halt ich als Gitarrist so appreciate, ist halt einfach on another level compared to so allen anderen Sachen. Das ist wahrscheinlich auch relativ subjektiv, was man dann irgendwie... Ja, was mal da Also genau vor allem, findet, glaube ich, bei der Gitarre hast du wahrscheinlich Leute, die sind einfach in ganz anderen Genre-Bubbles unterwegs. Ja, Oder? definitiv, ja. Voll. Für Jazz-Noobs. Mhm. Du hast, Frage. ich habe eine Frage. Du hast vorhin gesagt, das Thema wiederholt sich. Thema gleich. Genau, das Thema ist eigentlich so die Hauptmelodie in dem Sinn. Also im Jazz hat man ja, oder auch bei anderen Genres, hat man ja auch nicht irgendwie klassische Strophen und Refrain, sondern man redet von Teil, also A, B-Teil, manchmal C-Teil. Und so eine klassische Form ist so das A, B, A. Oder also ist halt eine Form, die viel vorkommt, jetzt nicht nur im Jazz. Und wo man dann halt irgendwie den ersten Teil zweimal wiederholt und dann ist das Thema drüber und dann kommt ein zweiter Teil, also ein B-Teil und dann spielt das Thema dort über etwas anderes. Meistens ist ein B-Teil, hast andere Akkorde drin und dann kommt dann meistens das Thema Solos. vom ersten Teil nochmal und dann geht es in ein Solo hin. Das ist eine recht übliche Form. Voll. Also das Alright. Thema ist eigentlich so ein bisschen, wenn es jetzt eine Gesangsmelodie gibt, wo der Refrain spielt oder wo der Refrain singt, dann wäre das Thema in dem. Ja, basically. Ja. Aber es kommt Alright. meistens am Anfang und wird nicht durch eine Strophe, Ja. nicht durch eine Strophe geleitet. Sehr gut. Nice. Wenn wir zum nächsten Song gehen. Der nächste Song heisst Morning. Genau, ist in meinen Top 3. Also ist es Top 3 von mir. Aus welchem Grund? Ich finde es sehr schön. Gut, nächster Song. Ist auch 4/4, aber hat so ein Gitarre-Arpeggio, wo dort Chords macht und wo, glaube ich, 6 Dollar spielt. Oh, ich mag mich gar nicht mehr so groß. Nein, Triola, sorry. Ja, mal. Stimmt. Und das eigentlich überall durchzieht und es ist ein sehr langsamer und ruhiger Song. Perkussion macht gar nicht so viel, was eigentlich unüblich ist, wenn du 2 Schlagzeuger hast. So. Aber ich finde ihn vor allem sehr schön. Und es ist auch eines von diesen Themen, wo mir am meisten im Kopf bleibt. Und ja, ich würde jetzt so sagen, es ist der schönste Song auf dem Album für mich. Oder der, der mich jetzt emotional oder sentimental, melancholisch am meisten anspricht. So. Und wegen dem habe ich es sehr schön gefunden. Ja, ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben: melodisch, schöne Gitarre und sehr relaxing. Also, ja, mir ist auch aufgefallen, also bei diesem Track hat die Gitarre so sehr einen melodischen Hintergrundcharakter, wo sehr viel so einfach so einen melodischen, schönen Hintergrund-Vibe gibt. Und das zeichnet der Song echt sehr aus. Also so am Abend zum Schlafen oder so wäre der einer von der perfekten Songs. Und was vielleicht auch, wenn wir jetzt gerade von Teil geredet haben, im B-Teil wird das Arpeggio von der Gitarre ein bisschen unterbrochen und sie spielt Chords. Und wird so eine Spannung rausgenommen, aber in einer angenehmen Art und Weise. So im Sinne von, dass man zuerst so ein bisschen läuft und dann haltet man an und schaut ein bisschen um und dann läuft man weiter. Aber der B-Teil bringt so ein bisschen etwas relativ Mystisches rein und kreiert jetzt eine sehr schöne Atmosphäre, was ich sehr toll gefunden habe. Und was in diesem Song natürlich auch grandios ist das Trompeten-Solo. Also da lohnt es sich, aber da lohnt es sich mal wirklich, das rauszuheben, weil die Phrasierung ist extrem detailliert. Also du hast manchmal lang gezogene Töne und dann wieder mega zusammengestaucht und das ist so, du hörst irgendwie die Geschichte dort raus, so, die erzählt wird und hast auch einen dynamischen Spielraum, der dort ausgenutzt wird. Und auch sehr viele kreative Elemente. Zum Beispiel eben eines tönt es so, als würde der Trompete durchreden oder durchschreien. Sie hat ja doch Text. Genau, das ist so Vielleicht der muss ich mal- einzige Text im Album. Voll Das ist mein Top 1. perfekt. Deine Lieblingsline aus dem Song. Und das finde ich sehr cool. Voll. Der nächste Song heisst Prag. Aber lustigerweise auf Englisch geschrieben wieder und nicht wie Dezember auf Deutsch. Das macht keinen Sinn.
Stimmt. Stimmt. Bei dem Genau. Song muss ich sagen, das ist bei mir Platz 3. Ja. Ich habe mir eigentlich nur aufgeschrieben, dass ich Percussion bei dem Song mega nice finde. Es hat einfach so wie ein sehr angenehmer Drive, finde ich. Mhm. Das ist einer von diesen Songs, wo man einfach so, ja, man bewegt sich einfach so, nicht so unangenehm, aber es ist einfach so, es ist einfach mega angenehm, so zum Cool. Hören, so der Rhythmus ist ja. Ja, ich habe dort auch, also bei mir ist er auch auf Platz 2, glaube ich. Nice. Und da muss ich vielleicht so ein bisschen, also ich, gut, nicht, dass ich es jetzt versucht habe zu vermeiden, theoretischen Exkurs zu machen, aber da muss ich vielleicht nochmal einen theoretischen Exkurs machen, respektive ist das einer von den Songs, der so wirkt, als wäre er rhythmisch komplex, es aber nicht ist. Oder respektive als wäre es ein Odd-Time-Signature, also eine ungerade Taktart. Und dort durch, finde ich, macht der Song das extrem gescheit. Weil man hat das Gefühl, aber es ist ungerade, aber es ist Vierviertel. Und wenn man normalerweise einen Vierviertel-Takt hat, dann ist es so, dass man den natürlich auch in Achtel oder in Sechzehntel aufteilen kann. Und dann ein Vierviertel eigentlich auch als 8 Achtel lesen kann. Und wenn man 2 von diesen 8 Achtel-Takten zusammenschiebt, dann hat man 16 Achtel. Ja. Obviously. Und man zählt aber nicht auf 16, weil das irgendwie komplex ist. Also man zählt nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, also Nee, dann fangen wir wieder die 1 16. an, anstatt Ja. bei 9 weiterzumachen. Und also meistens werden gleiche Taktarten dann, ja sorry, dass ich jetzt einen langen Exkurs mache, aber es muss gerade sein. Meistens werden dann gleiche Taktarten so aufteilt, dass man eben zweimal auf 8 zählt. Was aber Prague in dem Sinn macht, ist, dass sie zuerst auf 9 zählen und dann auf 7. Anstatt dass du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und aufgrund dessen aber ist es eigentlich immer noch ein Viervierteltakt, wenn man ihn rausnimmt so, und wenn man ihn analysiert, weil man kann immer noch 4 zählen, aber es tönt so, als wäre es eine ungerade Taktart. Und das ist irgendwie mega cool umgesetzt und finde ich es mega schönes Element und wegen dem für mich auch auf Platz 2. Gerechtfertigt, definitiv. Hast du noch etwas dazu zu sagen? Oder ist das Nein, also für mich ist gut. Und ich finde das auch so ein Song für live, habe ich das Gefühl, so, da würde sich perfekt das Solo eignen. Ja, definitiv. Also das Weil ich finde so ungerade Akzent mega geil, um mal drüber zu solieren. So. Voll. Und er hört auch mit dem Akzent wieder auf. Und das finde ich auch ein toller Schluss. Genau. So ein Pfefferkorn. Hast du doch eins verwünscht? Ja, doch eins verwünscht. Oh, gut. Nächster Song weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht, aber wahrscheinlich Chuentro. Chuentro. Quentro oder Quentro. Genau, das ist jetzt der längste Song. Ja. Und der ist 6 Minuten 13 lang. Mhm. Und das ist die 3. Single. Also ich weiß nicht, ob es die 3. Reihenfolge war, aber es ist eine von den 3 Singles. Also ich muss sagen, bei dem Song, was ich mir so aufgeschrieben habe, ist, dass ich die Bassline auch wieder sehr, sehr gut finde in dem Song. Es ist auch wieder eine, die sehr, sehr eingänglich und sehr einen angenehmen Drive hat. Ich habe mir aber aufgeschrieben, dass ich Trompete bei dem Track eher ist also ich finde einer von den wenigen Momente, wo die Trompete ein bisschen schwächelt auf dem Album. Mhm. Gegen Ende muss ich sagen, das Trompeten-Solo ist mir schon fast ein bisschen zu viel gewesen und hat irgendwie so einen Kontext. Also mir persönlich hat es nicht so gefallen. Verstehe ich. Mhm. Also, es ist ein langer Track, wie gesagt. Mhm. Und wenn es ein langer Track ist, ist es umso schwieriger, den zu füllen. Respektive umso schwieriger, den spannend zu gestalten. Und ich habe mir dort auch aufgeschrieben, dass aber Bass und Drums sind seit Anfang relativ vorwärtstreibend. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, der B-Teil kommt erst nach 1,38. Mhm. Und ich finde den B-Teil eigentlich noch cool. So. Aber nach dem B-Teil geht es in ein Solo rein. Und nach dem Solo, also das Solo ist über einen A-Teil. Und nach dem Solo kommt wieder der B-Teil. Und der zweite B-Teil kommt dann bei 4 Minuten 09. Also es zieht sich mit Das anderen heisst, Worten. das Solo ist relativ lang. Ja, so. es ist sehr lang, muss man sagen. Und dahingehend kann man sagen, okay, es lohnt sich irgendwie das Solo
zu analysieren oder das näher auseinanderzunehmen. Aber eben, es ist halt ein riesiger Bestandteil von dem Song und wie gesagt, da kann ich total verstehen, dass das Hure zieht. So. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht unter meinen Top-Songs. So. Was ich aber noch cool finde, nach dem B-Teil, im zweiten Mal, geht es wieder in ein kleines Solo rein. Ja. Wo dann vielleicht gewisse sagen so, okay, muss jetzt nochmal ein Solo sein. Ist aber ein bisschen anders gestaltet als davor und es hört dann auch mit dem Solo auf. Was irgendwie noch fair ist. So. Mit einem Solo aufzuhören. Oder mit so einem vielleicht leichten Solo. Ich rede zu viel. Merke ich gerade. Nein, ich nehme zu viel Redezeit in Anspruch. Sehr, sehr angenehm. Ich finde das auch. Matteo muss ein bisschen mehr Kannst sagen. du. So. Kann man so Genau, machen. also nein, lieber nicht. Kennt ihr den La La Land? Ich habe literally das einzige sicher, wo mich mit Jazz verbindet. Das ist ein bisschen traurig. Ich habe La La Land nie gesehen. Aber es ist anscheinend mega gut. Das ist actually einer meiner Lieblingsfilme, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe Whiplash gesehen. Total overrated. Herzlich willkommen zu Near Mint, einem neuen Film-Podcast. Folgt uns auf Letterboxd. Ich bin hier ein bisschen aggressiver am Sippen als ihr, habe ich gesehen. Ich gerade. Ja, ein bisschen. Aber Ja, ist schon gut. Wenn wir zum nächsten kommen. Ich habe gesagt, ja. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Jack Colissus oder so. ich weiß aber auch Wahrscheinlich, nicht, J. Cool. Mhm. Ich muss sagen, also ich habe mir aufgeschrieben, das ist mein Song vom Album, den ich am wenigsten gut finde. Okay. Der wo wir, ja genau, das ist immer unser Skip-Song, oder? Der, wo wir am ehesten skippen. Ich habe ein paar Mal gelost, aber so, wenn ich jetzt das Album, ich beim hier anfahren, also vom Anfahren habe ich das Album gelost, dann habe ich auch, dann habe ich auch müssen skippen. Natürlich nur, weil die Zeit nicht gelangt Ja, hat. die Zeit hat nicht gelangt. Ja, das ist 1 auch Stunde blöd. 30, 44 Minuten Album. Muss man ja, also ich muss sagen, mir ist er wie so ein bisschen zu repetitiv und zu langsam. Was so wie ein bisschen, es ist wie ein bisschen mühsam, den Song zu hören. Bei Jazz, ich habe es gerne, wenn es so ein bisschen Energie hat. Wenn man so wie Bock hat, sobald man Moment ist, gerade wieder zu skippen. Also, Ja, gerade noch einmal zurück, gerade noch einmal vorne. Und mit der Song ist so, ja, okay, jetzt ist auch mal gut. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ja, finde ich. Okay. Ja, es ist jetzt der Song, Beef. den ich Endlich Beef. Nein, Beef nicht. Aber ist auch einer von diesen Songs, wo ich noch nice gefunden habe vom Album. Das ist der Song, den ich vorher irgendwie angesprochen habe, wo jetzt das Zehenspitze-Ding kommt, wo irgendwie das Gefühl hast, der würde einbrechen. Und auch wieder sehr, sehr trocken. Wegen dem habe ich sonst einem anderen Song gesagt, der sehr, sehr trocken war. Und was ich dort so ein bisschen merke, ist, aber es sind so Snare-Vibes und irgendwie sehr viele Details, die ich noch cool finde, dass das Detailreichtum eigentlich noch sehr hoch gewichtet wird. Und dann aber auch, das Trompetensolo ist sehr, sehr wehmütig. Und da kann man vielleicht so denken, okay, das ist eben so ein Gejammer im Trompetensolo und das kann einem nicht unbedingt zusprechen, dann verstehe ich es. Aber ich habe es irgendwie dort noch relativ authentisch gefunden. Und vielleicht rhythmisch gesehen sind dann auch irgendwie so zwei Patterns, die irgendwie gegeneinander laufen, wo irgendwie das eine so die erste von 3 Noten betont und das andere so die dritte von 3 Noten. Und das geht nicht so ein bisschen ineinander und hat so ein bisschen irgendwie eine Charakteristik von einem Sequencer oder so. Und das finde ich irgendwie auch noch ein schönes Element. Also, aber ich kann total verstehen, wieso der Song auch irgendwie anders betrachtet wird. Oder auch überhaupt nicht so sagt. Also ich muss sagen, das Album generell hat mich sehr, sehr beeindruckt. So einfach der Amount of Detail, wo so einfach auch manchmal so ganz kleine Soundeffekte, wo man so die ersten 3-4 Mal hören, die fallen einem gar nicht auf. Es ist einfach sehr, sehr viel Attention to Detail. Und bei diesem Song auch, aber mir hat wie so der Drive gefällt. Ja. So, als ich jetzt wirklich den Songs und mir kennt, Tag ein, Tag ausgeben. Fair. Ja, ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Der darf einem ja auffallen. So. Ja, Das so. ist das Ding. Ja, dann Ist 9. das Track. Zeichen, dass ich wieder da bin? Ja, du kannst wieder Sehr so gut. Nächster Song heisst Funnies oder Fannies oder ja, je nachdem, ob Deutsch oder Englisch ausgesprochen. Funnies Theme. Genau. Und das ist der kürzeste Song auf dem Album mit
1 Minute 50. Also ich muss sagen, das ist, hat nicht in meine Top 3, ist nicht in meine Top 3 rein, weil so, es muss so, bei Top 3 ist einfach so, muss ein bisschen alles so ein bisschen stimmen. Aber bei diesem Song, die Gitarre ist mir mega aufgefallen und die Gitarre, ich als Gitarrist finde die Gitarre mega Premium. Also es ist mir wirklich direkt vom ersten Listening ist es aufgefallen und ja, ich muss sagen, die Gitarre gefällt mir mega gut in diesem Song. Ich habe die Gitarre auch ausgeschrieben, vor allem im Schluss. Sagt sie mir sehr zu. Ich glaube, das ist so der Song, der vielleicht am ehesten den Leuten zuspricht, die nicht so Jazz hören, wo aber irgendwie... jetzt so wie ich aber irgendwie gerne Hip-Hop hören oder irgendwie gerne Soul hören. Weil es ist klassischer Viervierteltakt, hat einen relativ simplen Beat, geht so ein bisschen vorwärts und ist nicht wahnsinnig anspruchsvoll zum Hören, geht auch kurz, ist aufgrund dessen auch kurzweilig. Und ich habe mir fast gewünscht, dass es ein bisschen länger ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich weiß auch nicht, so Songs so unter 2 Minuten finde ich immer so ein bisschen, ja, wie das letzte Pop Smoke Album, so als er gestorben ist, für Pop Smoke. Der ist erst so ein bisschen, keine Ahnung, so Klingeltöne. Ja, ich weiss auch Songs nicht. So. unter 2 Minuten sind Klingeltöne. Ja, also ich weiss auch nicht, es ist wie so ein bisschen, man fährt an und dann so, ist schon fertig, okay, ja. Aber an sich eigentlich auch ein sehr schöner Song, muss man sagen. Voll. Und eben irgendwie, was ich gemeint habe wegen der Gitarre, am Schluss gibt es, glaube ich, so Stops. Und die würden sich auch wieder irgendwie super für ein Solo eignen, habe ich das Gefühl. Ja. Was vielleicht auch live passiert. Nicht Das weiß ich nicht, weil live haben sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit als auf einem Album. Glaube ich. Aber es ist Spekulation. Das Ding ist mehr so, ich habe das irgendwie als Schlusselement noch relativ cool gefunden. Irgendwie einen Song zu beenden mit dem. Vor allem, wenn der Song so kurz ist und dann einfach sozusagen zack, okay, abgehakt. Fertig. Voll. Ja, nice. Ja. Song Nummer 10, glaube ich, mittlerweile. Nummer 10. Cycle. Und somit auch der zweitletzte schon. Cycle? Was habe ich mir aufgeschrieben? Ich habe geschrieben, es ist eine sehr melodische Gitarre, was mir an sich gefallen. Ich muss generell sagen, ich habe das Album halt immer chronologisch durchgeschaut. Und gegen Ende ist es wie so ein bisschen repetitiv geworden. Was an sich nicht schlecht ist, aber mir hat einfach so, wenn man sich so gerade solid auf eine, weil es halt der zweitletzte Song ist, wenn man sich gerade solid auf eine Stunde ist mir halt wie so ein bisschen zu repetitiv geworden. Aber an sich muss ich sagen, finde ich es ein sehr guter Song. Die Gitarre finde ich sehr melodisch, sehr schön, sehr eingänglich. Ja. Voll. Ja, es geht mir mit der Gitarre ähnlich dort. Ich am Anfang, also das Intro ist eigentlich, also seit Intro ist die Gitarre da, so. Der Song fängt mit der Gitarre an. Und ich habe fast so ein bisschen das Gefühl gehabt, es könnte so ein bisschen eine Punk-Rock-Gitarre sein, von den Chords her. Weil es sind so relativ, ja, so ein bisschen mystische Chords, oder es wird so ein bisschen mystische Atmosphäre geleitet durch. Und dann kommt aber haben wir Drums und Trompete dazu, wo dann irgendwie gleich noch den Jazz-Charakter reinbringen. Und ich finde, das ist irgendwie ein schöner Mix von der mystischen Atmosphäre und von den Gitarre-Chords und dann einen anderen Jazz-Aspekt durch die anderen Instrumente. Und ich finde auch die Dings sehr cool. Der Drumbeat, wo irgendwie so Presswirbel braucht und irgendwie so voll. Aber wie gesagt, Drumbeats eher coole Sache auf dem Album. Ja, definitiv. Voll. Und dann aber habe ich auch aufgeschrieben, und das ist also ein bisschen die Sache, wieso ich den Song wahrscheinlich eher auch hinten platzieren würde. Für meine Picks. Er ist auch wieder lang. Also das grundsätzlich mal nicht schlimm, aber das Trompetensolo ist auch wieder lang. Und für das hat es für mich irgendwie zu wenig Eigenheit. Ja, es ist wie so ein bisschen, ich habe mir aufgeschrieben, zu repetitiv. Also es ist irgendwie ein bisschen zu lang und zu repetitiv. Voll. Was so, an sich ist schon ein schöner Song, aber es ist nicht so einer, wo ich so jetzt immer und immer wieder hören kann. So auf Loop. Vor allem ist irgendwie so der zweitletzte Song im Album nicht unbedingt die Stelle, wo ein repetitiver Song ankommen sollte. So, weißt du, so nach 40 Minuten und dann so etwas, wo du das Gefühl hast, ja. Ja. Also aber ich finde auch, also der Schluss hingegen finde ich wieder sehr schön gemacht.
Es ist so ausklingend. Ich finde das, also die Atmosphäre geht dort sehr schön weg. Und der Abschluss vom Song finde ich echt toll. Also ich muss generell sagen, finde ich die erste Hälfte vom Album bedeutend besser als die zweite. Ja. Also ich finde, sie haben jetzt nicht nachgelassen, aber ich finde, die zweite Hälfte ist gut, aber die erste Hälfte ist sehr gut. Es sind ja fast alle Singles in der ersten Hälfte, glaube ich. Voll. Aber es ist, glaube ich, noch bei vielen Alben so ein bisschen das Ding. Ja, das ist noch habe ich auch oftmals das Gefühl, dass so wirklich nachher, also nicht bei denen, die wir jetzt besprochen haben bis jetzt, nicht Es wirklich. geht voll, ja, ich habe es eben auch Das gedacht. ist nicht so der Fall. Aber ich habe es noch viel, glaube ich, so dass irgendwie so Intro-Song, dann 3 Singles nacheinander. und Ja, dann ja, kommt ja, nicht das mehr hat so. etwas, ja. Ja. Aber es kommen irgendwie so 10 Tracks. Und dann so, ja, okay, Ja, voll. So. So Das viel zum Thema Aufmerksamkeitsspanne. ja, voll. Genau. Ja. Voll. Ja, aber ich habe das Gefühl, es leitet dann auch nur relativ schön über in den letzten Song. Das bereitet das so ein bisschen vor. Mhm. Und der letzte Song, Nago. genau, Nago. Der 11. Song auf dem Album. Und der ist wieder sehr ruhig. Mhm. Und steigt mit so einer delayten Drumbeat ein. Er hat auch sehr eine simple Percussion. Genau. Also ist sehr, sehr simpel. Aber auch sehr schön eigentlich. Voll. Sehr schöner Ausklang für das Album. Total. Und aber so das Delayte wird dann irgendwie so ein bisschen komplementiert durch die Trompete, wo dann das Motiv spielt. Und das Motiv ist so ein bisschen leicht ternär. Also es ist nicht ganz ternär und es ist nicht ganz binär. Und das muss ich es erklären? Shuffle. Hey, wenn du schon dabei bist, weißt du, so, wenn es dir nichts ausmacht. Es ist leicht geschaffen. Es ist leicht geswingt. Okay. Und das finde ich irgendwie noch schön phrasiert. So. Ja. Und allgemein, also eben, Phrasierung ist eh nice, aber dort kommt es nochmal so richtig schön zur Geltung, finde ich. Voll und finde es dort einen relativ schönen, ruhigen Abschluss von dem Album. Ja. Und irgendwie, aber am Schluss werden dann sofort so Instrumente weggenommen. Und es ist immer weniger rum. Und das finde ich ein tolles Album aufzuhören. Ich finde aber auch, der Song hat ein bisschen Ambivalenz. Weil aufgrund von der Melodieführung, also auf der einen Seite hast du die Melodieführung, auf der anderen Seite hast du die Chords, kann man den Song anders ein bisschen fröhlich interpretieren, vor allem eben, weil es ein bisschen das geswingte Thema hat. Aber auf der anderen Seite dann auch so ein bisschen wehleidig, durch wie die Chords strukturiert sind. Und dann irgend so ein Song mit Interpretationsspielraum zu haben für am Schluss, wo dir irgendwie noch so eine musikalische Frage mitgibt, finde ich eigentlich etwas sehr Schönes. Ich muss auch sagen, so im Kontext vom Album und so als letzter Song, so die Rolle, wo der letzte Song so hat, so ein bisschen das Outro, wo dir so wie das Album so zusammenfasst und einfach so einen schönen Abschluss gibt. Die Aufgabe erfüllt der Song sehr gut, aber einfach so zum so casual Lieder hören, ist es jetzt auch einer von den Songs vom Album und ich muss sagen, ist jetzt eher nicht so einer von meinen Favorites. Ich glaube auch, der Song wirkt einiges stärker, wenn man ihn in der Rolle vom Album hört. Ja, Und definitiv. wenn man ihn auch chronologisch hört. Und der geht auch in dieser Rolle sehr gut auf. habe ich das Gefühl. Definitiv. Voll. Sind wir durch? Sind wir mit einem Fazit angekommen? Wir sind beim Fazit angekommen. Voll. Ich habe nicht so mega viel dazu beizutragen. Ich habe trotzdem einiges gelernt, immerhin in der Podcast-Folge. Das ist schön. Ich weiss jetzt, was das Thema ist, zum Beispiel. Genau, aber ja, erzähl dir zwei doch am besten. Ich lasse den Stich abschließen, wenn du das Ja. Ich habe es rein, wie mich die Songs irgendwie begleitet haben oder wie mir die Songs hängen geblieben sind, muss ich sagen, Nadi und Mara sind, also die ersten beiden Alben, haben dort mehr Tracks gehabt, also vor allem Mara, glaube ich, wo so ein bisschen hängen geblieben sind und wo irgendwie auch ja, als Songs vielleicht so ein bisschen mehr eigenständige Stärke mit sich bringen. Ich finde aber, also Mara und Nadi sind sehr nah beieinander musikalisch. Ich finde, das Album bringt so ein bisschen eine neue Richtung mit sich, die ich sehr schön finde.
Und vor allem eben, es wirkt auf mich so ein bisschen trockener und es gibt sehr viele Elemente, wie irgendwie das Reden von der Gitarre, in der Trompete. In die Gitarre reden wäre Dann auch wild. ja, die Arpeggios für die Gitarre gemeint. Oder irgendwie auch wie Perkussion so mit der Bässe eingesetzt wird, bringt es sehr viele schöne Elemente, wo davor noch nicht so gehört ist und nicht so gekannt ist. Und es schlägt vielleicht so ein bisschen in neue Richtung ein, ist aber trotzdem nur als Phaser wieder erkennbar. Ja, also mein Fazit zum Album ist, ich finde so als Album, so als Ganzes, kann man es sehr gut hören. Also ich finde ich habe ich habe ein paar schöne Stunden mit dem Album verbracht. So ist es nicht. Ich finde es auch, also es ist ein Phaser-Album, so wenn man sich vorstellt. Und ich muss sagen, wenn ich Jazz höre, eben, ich höre eher so ein bisschen Classics. Und da hat es sehr viel Gesang oder halt eigentlich immer Keys dabei. Und mir fällt es auf, wenn ich Alben höre ohne Keys oder ohne Gesang, fehlt mir das wie. Und das war bei diesem Album nicht so gewesen. Also ich hatte jetzt wie nie so das Gefühl gehabt, dass etwas fehlt. Oder ich habe nie Keys vermisst, was echt selten vorkommt bei Jazz. Ohne Keys. Und ja, ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Album. Hat mir sehr gut gefallen. Toll. Sehr gut. Mhm. In dem Fall merci für den Exkurs in die Welt des Jazz. Ich hoffe, es war das letzte Mal gewesen. Nein, Spaß, so schlimm war es nicht gewesen. Merci, Louis, bist du dabei gewesen Danke, und hast meine Inkompetenz hier ein bisschen kompensiert. Das ist sehr nett. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Dann wäre gerne. das eigentlich gewesen von der ersten Staffel von Near Mint. Es wird weitergehen, nehme ich jetzt mal an. Irgendwann. Wir wissen noch nicht genau wann. Aber ja, merci vielmals, habt ihr eingeschaltet. Schaut unbedingt sonst noch auf viral.org vorbei. Da gibt es ganz viele andere Sachen, die nicht Podcasts sind, die nichts mit Musik zu tun haben, aber mit Kunst und mit ganz, ganz viel Liebe gemacht. Genau. Schreibt uns euer Feedback in die Kommentare. Abonniert den YouTube-Kanal, was man sonst noch sagt. Machen Glocken. Aktivieren Glocken, sehr wichtig. Genau. Sonst, wenn ihr dabei seid, vielleicht sogar, schreibt uns doch, wenn ihr irgendein Album habt, das neu rauskommt und gehört, ihr habt da eine gewisse Expertise oder sonst einfach Bock, mit uns darüber zu reden, unbedingt. Schreibt uns auf Instagram. Alles möglich, wir würden uns sehr freuen. Voll. Ja, merci vielmals fürs Einschalten und bis gleich. Mach es gut. Ciao zusammen.